groot. Amen. Gregorius. Ik nu doet een video. Ik kan me heen en ik een video van nu. Ik wil je nog poster oder install oder whatever. Ik zie wat van jou. Ik geef mij nog van die 100 wat taal dat we kunnen join komen met z'n dat hele dag. En nu dat ik ben ik een beste video gemaakt en maandag. 100 dan met daar ik hoop dat hier een had dan had ik aan beetje reden. En maar nog veel dan met daar reden dan gaan we al naar die toon. Vrij aan zijn dat ze niet heen en dat die kant van die doet hier. Amen. So, dan hadden je net deze week met Abraham Schmidt wat video's te merken. Ik kan nog veel jaren niet meer dat ik mal goed veel met video's te doen had. Zodat ik ga, je weet je, ik ga niet meer online, dat je weet dat je aan het break möglich für jeder Weg an einzelnen Video wat weet niet, krijg meest 500 video's wat ik door je gemerkt heb. En ik had jarenlang niet meer nu deze week had ik de gelegenheid dat Abraham Schmidt me aanladen in een kanaal wat hij gemerkt heeft. Hij heeft een geloven, hij op YouTube zeker. Nu worden jeder week video's opkomen en een paar weken worden geloof ik meer komen. En dan kan ik was video's maken. Dat speelt zich mal waar thuis. Ik weet, voor mij alle mensen speelt zich dat vreemd voor een camera te zijn. Maar voor mij speelt zich dat mal waar thuis te zijn, voor een camera te zijn en video's te maken. En dat ging schijn. En dat thema waar ik over reden, en ik wil van jou over datzelfde thema reden, dat we over de vrucht van Jezus. En ik moet me rijden voor het thema dat ik de video's merken kan. En krijg den dag, als ik me rijden merken, dan is weer een ziemlich bekende pastor van Paraguay. Hij had op zijn social media, op zijn Instagram, maar waar dat weer, een beeld opgedaan van avonds in de vroeg. En de ene had aber een beschrijving gedaan en had gezegd, voor hier wil ik immer meer in de vrucht van Jezus leven. En ik dacht zo, wanneer bekende prediker nog helemaal verlangen heeft nog voller in de vrucht van Jezus te leven, hoeveel meer, ik weet niet eens meer, maar krijg zoals hij, wil ik ook in de vrucht van Jezus leven. Eenmaal denk ik, Jan bekende prediker, die wordt dat al alle volkomen hebben, die wordt alles 100% zijn, alles reichen, niemands fehlers. Maar dan moet ik dat ik kan speren uit zijn hart. Dus we ook dit verlangen, ik wil ook vol van deze vrucht van Jezus zijn. We hebben voor een paar maanden veel hier van Heilige Jezus geredet, maar we reden immer weiter. Maar besonders is de Torschul weer, hebben we veel van Erweckung geredet en wo de kracht van Heilige Jezus en wo de Taufe van Heilige Jezus en dat we kunnen vol zijn van Heilige Jezus. En dat is immer wichtig, davon te reden en immer weiter diese thema's te wiederholen. Maar een thema, wanneer we van Heilige Jezus reden, wo wir einmal gleich nächstes Jahr an zu kommen, und dort ist die Frucht von Jezus. Und dort ist aber vielleicht ein von den wichtigsten Porten. Wenn wir sollen so weit kommen, im Heiligen Jesus wird dort anfangen, Frucht zu tragen. Und einmal, wenn wir bloß an der Port bleiben, wo das Schein ist, wo die Kraft, die Wunderteken sind, wo alle Hunde übernatürliche Sachen sind, und das ist nicht, dass ich du jähen sie, ich sage, yes, vamos. Aber dann, wenn wir durch kommen, wenn wir dann irgendwie wieder gehen und du bist bleiben, wenn wir wohnen in Jesus, dann auf einmal kommen die Frucht über den. Und diese Frucht sind so eine Sache aus Geduld und Liebe und Selbstbeherrschung und viele andere schöne Dinge mehr dazu. Und du gleich bei uns mal gleich zu sehr von zu reden. Wir gleich eins mal da durchzubleiben, wo das schön uns ist. Aber von der, weil wir kriegen von dieser Port reden. En ik leef aan het woord dat ik schijn over dat te reden. Galater 4, vers 13 bis 26 is de tekst wat we studeren willen. Galater 4, vers 22 is de tekst waar dat zei wat de vrucht van Jezus is. Ik weet niet of jullie allemaal bij ons geweest zijn. Bij ons in een Schottendag besieden daar zijn de vrucht van Jezus, de 9 poorts, lief, vrede,
Die sind durch alle so eine Nummer ab dem Halten abgeschrieben. Wir kriegen das mal ein paar Jahre zurück als ein Geschenk. Und du hast das abgehangen und hast noch nicht einen Plan, das wegzunehmen, wenn es wie wollen, die Frucht vom Jesus haben. Und wie viel nennen gehen, weil ich gut sage, dort, wenn wir diesen Text lesen, Galater 4, Vers 22, weil ich sage, den Jesus, du sagst dazu, den Jesus in der Frucht, ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gottes Ansinnen, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Und einmal glaube ich, das sind Früchte, das ist mehr als eine Frucht. Und ich will voedsel met aanvangen, dat is eine Frucht, alles top. Und einmal glaube ich, ja, die Leibheit al je krijgen, aber Selbstbeherrschung, oder oder Gottes Ansinnen, oder Geduld, das ist bei mir noch nicht angekommen. Und ich will sagen, wenn du den Heiligen Jesus hast, das soll alle angekommen. Das kann nicht bloß für einen Tag noch kommen, wenn noch nicht da. Han hast du das all. Und das kann du einfach bloß noch zum Verschieden kommen. Wenn wir von Frucht reden, in der Bibel redet ab mir Stede von Frucht. Und Jesus redet auch von Frucht und er redet von Wiendruven. Wenn es Wiendruven wie in Janetiet eine Frucht wird in Israel, wird von der ersten Tag, ich will das noch bechecken vorher, die Wiendruven steht da dort, aber ich noch sehe nicht so wie ich weiß. Aber die Wiendruven ist, so wie es mir verteilt haben, eine Frucht, wo du tüßig ist. Viele und andere Sachen auch, aber Wiendruven ist auch eine von den Sachen. Und so wie Jesus redet auch ein Tag von Frucht und er redet von der Wiendruven. Und er sagt, ich sehe die Wiendruven steht und jemand an mir non sein, jemand an mir berne sein. Bloß dann kann ich Frucht bringen. Und dort ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir von Frucht reden, dann können wir selbst das nicht tun. Das ist bloß an Jesus, was wir das tun können. Das ist bloß, auch das in Galater 4 redet, wenn wir mit den Heiligen Jesus wohnen. So, das wird nicht eine Predigt sein, dass das mal zu tun, und ja mal zu tun, und dort mal zu tun, und das sind die Fruchten so und so mal zu die benehmen. No, du kannst in Wirklichkeit nicht tun, diese Sache zu erreichen. Das ist einfach bloß, du kannst mit den Heiligen Jesus und in Jesus sein, und dort kannst du tun, aber du kannst nicht diese Frucht bematten. Du kannst nicht die Leib bematten. Du kannst einfach im Heiligen Jesus gehen, und die Sache wird einfach von selbst kommen. Wenn wir von Frucht reden, hängen ans Haus, bei unserer Wohnstline, ist ein Peachenbaum, wo ich sehr viel mal habe anbringen. Da den doorhaken, den du uitbrengen. Wenn es die farm waar de wasser deed, en appensteed waar de wasser deed, en du jink ook het gras ram dood, wenn es du al bezien, andere beim bier, en dan nog een peachenboom, en immer wenn ich da hinjink, en jeder Jahr kriegt die Blechsels, en wie auch eine kleine Peache, aber das so weit wird, dann werden die alle aufgeflogen vom Wind, und wat houdt dat du gras dort kunnen laten, wanneer du ze bezoust nog schaf, niet zo? Dan worden we den peachenboom aanbrengen. Gisteren zie ik de hing am huis met de kindertoop, die we krijgen op Heilonje voor de aankopen, en wie deren doen nog een beetje rijden, merken voor z'n overs, voor de teens. En dan jet ons Elsa doen, dan plakt de half krijgt kleine peache aan, plakt de eine van de af, en ik dacht, jong, al zoveel jaren heb je gewacht, nu plakst du nog je reine peache af. En dan zei ik, jong, wie plakken ik je reine peache af? En dan bitte du bananen, Papa, das schmeckt schön, sag ich da. Und dann sag ich, komm mal her, ich will auch schmecken. Und wirklich, eine Peach wird bloß perfekt rieb wir. Nicht ein Tag länger fehlt der Baum. Und wie, ich sehe, wach noch bei Mama kommt, und so wie alle haben ein Hops von einer Peach, und der schmeckt bloß wunderbar. So, ans Peachbaum, der bleibt über der Eis. Und der hat noch mehr. Der, so wie ich freue mich auch für die, was noch am Kommen sind. En zo wie gleiche, wenn du Frucht isst. Ein Peachenbaum, der trägt Peachen, wie wollen die eten, wie wollen die haben, die sollen schön sein, die sollen saftig sein und süß sein. Und so sind Christen auch zum Fruchtrau. Du und ich sind wir auch zum Fruchtrau. Galater 5, 13 und wieder sagt so: Brüder, jünt haft Christus zur Freiheit verholpen. Bloß braucht die Freiheit nicht, das Fleisch den Willen zu lassen. Deint den einer den anderen ein Leib.
Weil das ganze Gesetz ist mit ein Wort abgeführt. Du sollst die nur bei Jerode Gott sein aus die Salz. Wenn ihr über einander bieten und derholen, seid da noch, dass ihr nicht einander in den Grund bringen. Hey, das ist ein Vers mal gelesen. Wenn ihr einander bieten und derholen, seid da noch, dass ihr nicht einander in den Grund bringen. Das ich denke bloß einmal, das ist sehr applauditsch, was das hier redet. Aber ja, das sagt die Bibel. Aber ich glaube, hier darf ich nicht so, nicht so? Ich sage Ihnen, wandelt im Jes, dann wollt ihr dort nicht tun, wo ihr dort Fleisch gelassen hat. Weil das Fleisch verlangt, genau dort, was der Jes nicht will. Und der Jes will dort, was das Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer gegenüber, dass ihr nicht tun, was ihr tun möchten. Wenn ihr jünt vom Heiligen Jes regieren lassen, habt ihr gesagt, jünt nichts mehr zu sein. Was das Fleisch verworfen hat, ist klar. Du hast Eierbruch, Hürerie, Unreinheit, Anbanjet Leben, Aufjatterie, Zauberie, Feindschaft, Streit, Habsucht, Wut, Nosig sein und Zank, Spolerie, Aufgangs, Mord, Süpen und Freten und so was mehr. Ich habe Ihnen dort all einmal gesagt, aber ich sage dort noch einmal. Die so was tun worden in Gott sein Reich, die so was tun worden, die so was tun worden in Gott sein Reich nicht hineinkommen. Denn Jesus seine Frucht ist Liebe, Fried, Geduld, Freundlichkeit, Gottgesansein, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Jen Sohne ist dort gesagt nicht. Die Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaft taub gekreuzigt. Wenn wir im Jesus leben, dann wollen wir auch im Jesus wohnen. Dann brauchen wir nicht nur ihr und seinen Segen, wo der Aufgangs in euer kämpft. Das so weit. Das ganze Text redet von Frucht bringen. Und wo wir nicht dort Fleisch seine Frucht, aber die Konsequenzen von Fleisch drehen, sondern wo wir den Jesus seine Frucht drehen können. Und so sag ich all gerade gesagt, Fleisch sind nicht die Werke, wo du das. Du kannst die nicht bematen, Geduld zu haben, aber du kannst die nicht bematen, zu leben. Aber du kannst die nicht bematen, diese Frucht zu bringen. Wenn du die dort bematet hast, dann ist es am besten, als wenn du jetzt Plastikpeitsche an einen Peitschebaum anhängen. Und da schmeckt nicht schön die Plastikpeitsche. Ans Liam hat das hier einmal geprüft beim Ofen mal. Er ging sich eine Wein drüber aufplacken und beißt ihn an. Schmeckt nicht schön. Er sagt, Papa, das schmeckt nicht schön. Was ist das? Na, ich sehe, das sind Plastikwein drüber. Die bietet nicht mehr an. Die wollen wir nicht. Wir wollen wirkliche Frucht. Und die wirkliche Frucht von Jesus, das sind nicht Plastik, eine Peitsche, was wir an einen schmacken Peitschebaum anhängen. Das sind wirkliche Frucht, wo du rausgekommen sind. So Frucht sind nicht die Worte, was du das. Frucht ist die Veränderung, aber die Transformation auf Spanisch. Gleich viele von uns kennen das Wort Transformation, Englisch, Transformation auf Spanisch. Das ist die Veränderung von dem Charakter. Den ganzen Charakter wird nie gemerkt. Und dort wird sich dann über ein Werke bewiesen. So, wenn der Charakter nun nie ist, dann wird er nur andere Werke haben. Dort ja. Aber die waren kommen von, dort von Berne kommt. So, nun selber waren bei den Werken angekommen. Ich so, ihr habt gesagt, so wieder nicht Werke. Ja, das sind nicht von denen eine Werke. Das sind erst eine Veränderung von dem Charakter, wo sich Lothar in Werke bewiesen hat. Und dann kommt die Frucht und du hast einen neuen Charakter. Und das Charakter, der entsteht durch die Gemeinschaft mit den Heiligen Jesus. So ist der Text, was wir jetzt lesen, der wandelt im Heiligen Jesus. Dann wo jede Frucht haben. Dann braucht ihr nicht mehr nur das Satz kicken. Dann wird das von selbst kommen. So, wenn du in einem Heiligen Jesus wandelst, dann diese Gemeinschaft du hast, diese Relationship oder Relation, wenn dort du hast, wenn eine enge Gemeinschaft ist, dann wird das kommen. Gestern so was der Heidi predigen bei den Teens, oder die ein Thema bringen, ging sehr schön bei den Teens, wirklich. Für all die, die auf bei 14 Jahren sind, kommt du an, ich glaube, wenn du weinst so schön aus, was du gestern wir, das ist ein feiner Steht im Sinne. Und Heidi redet über Freund.
En ik geloof 10, 11, 12, 13, 14 jaar. Vriend is een thema wat die alle sehr wichtig is. Wat is het wat u beziet mij is? Wanneer van ik check, dan wil ik ook van ik checken. Wanneer hupsen dat, dan wil ik hupsen. Wanneer zetten dat, dan zet ik ook. 10 cent zei leeg zo in dit alle. Ik wil zo zijn als die met wem ik taub zie. Zei leeg pak zich den zien benemen en mij aan. Maar weet je wat? Doen ik, wat al 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar alle zijn, we zijn ook nog helemaal zo. We bewijzen dat vielleicht nicht ganz so bosig, aber wir sind wirklich, wir fangen an die Menschen zu lecken, mit was wir taub sind. Das ist so sehr, dass wir uns anfangen zu lecken, dass sogar ich von der ersten Tag all bunt gleich. Ich schau mal, wo ich bloß mit bleiben, mit sehr dunkle Kleider kommen sind, von der komme ich all mit pinkstriepjes Haaren zu tjork. Wer would dort gedacht haben, für 15 Jahre? China. Aber das ist, wenn ich mit einer Person taub sie wird bunt leg, dann fange ich ein bisschen an Hand zu legen. Und krijg so ist es mit den Heiligen Jesus. Wenn du in Gemeinschaft mit den Heiligen Jesus bist, und wenn du in Gemeinschaft mit Jesus bist, dein Freund, er nennt sich dein Freund, dann fangst du an zu legen. Dann fangst du so zu sein, als er ist. Und ganz interessant ist, dass am Anfang von der Bibel, dann sagt eine Person, dass wir legen eine andere Person. Und was sagt das? Ich habe jüngst gemerkt, als ein Bild von mir selbst. Sagt Gott nicht so? Gott sagt, kijk mal im Spiel. Wenn jüngst sein, hat Tiere gemerkt, hat Bäume gemerkt, hat die Natur gemerkt und alles, was du bist ist. Und alles liegt nicht mir, aber dann habe ich ein Ding gemerkt, und dort sagt je bei Adam und Eva, und je liegt nicht mir. Ist das nicht wunderbar? Aber wir alle weiten, Sinn kommt, und dann wird das Bild und wird eng vermuschert. Aber das Interessante ist, Gott, der leitet nicht dabei. Er sagt, ich will das, was er gut merken, was zwei gemerkt ist. Wenn ja ein Bild, was um Gott so viel gemerkt wie dort Adam und Eva am Lichten deiden, und das bedeutet nicht, dass wir das nicht ganz abhören. Wir sind immer noch das Bild Gottes. Aber das wird versteht, oder das wird vermuschert. Und nu sagt er, ich will das in dem, dass je Jesus lichten, weil ich kann, dass je waren mir lichten. Wenn wir kijken in Römer 8, Vers 29, du sagst das so. Die ver hij gewählt hat, hat er bestimmt, seinen Sehen zu lichten. Die hij ver gewählt hat, hat er bestimmt, seinen Sehen zu lichten, dass er die von vielen Brüdern mochte erstgeborene sein. So er hat die in mir gewählt, dass wir Jesus lichten. Aber Jesus selbst hat uns gewählt, Jesus zu lichten. Und Jesus sein Charakter, was er hier auf der Erde verspielt hat, oder was er hier wiesen hat, dass wir eine Zeit, wo er wiesen hat, das ist das Model, und nu wo ich in den Himmel komme vorne, dann will ich den Heiligen Jesus checken, und dann kann ich das Model, was ich hier gewesen habe, dort kann ich lichten, oder kann ich nur merken. Wie gut ist es nicht für uns als Menschen, dass wir ein Model gekriegt haben, was wir nur merken können. Wenn wir nicht weiter, wo hier wieder zu gehen, dann gehen wir immer zurück nur ein Model. Wir gehen immer zurück nur Jesus. Wenn ich nicht weiß, wo ich soll irgendwas tun in meinem Leben, wo eine Entscheidung ich soll treffen, dann gehe ich immer nur das erste Model, nur Jesus. Was ist heute Sache? Und dann weiß ich, wo ich liegen kann. Und das ist einfach, durch die Kraft vom Heiligen Jesus, sagt er, ich will das merken, dass je mir liegen worden. So das Bild, wenn das sagt, dass wir nu waren am liegen, dass wir sein Charakter waren spielen, das Wort Charakter ist auch Bild. So das ist einfach, wir sind nu waren träg zum Bild Gottes gemerkt. So das Wort Bild auf Bild Gottes war da zwei gemerkt, all vor zum Anfang. Und Gott sagt, ich werde nicht dabei loten, ich werde das Bild, war vor ich merke. Komm ihr mit mir, mit meiner Klasse hier. Kann ich hier, der Regen ist zu laut. Komm ihr mit? Amen, okay. Kolosser 3, Vers 12 bis 15. Kolosser 3. Bis 15, sagt so. Je sind von Gott gewählt und heilig.
Hey, in ihr Leben, die sind von Gott gewählt und heilig. Du bist heilig. Du bist heilig. Auch wenn du die Nüchheit nicht so feilen hast, wenn du Jesus Christus aus deiner Rade angenommen hast und du bist eine geradene Person, wenn du von der Gruppe hier bist, dann bist du von Gott gewählt und heilig. Kann ich ein Amen dazu hören? Und er ist Gott. Als Sohn lässt ihn nu von Gott beschenken und trägt ihn Jesus seine Eigenschaften an. So, du bist gewählt und heilig. Er hat dich gewählt und er hat gesagt, den will ich wählen und ich will sagen, dass er heilig ist. Ich will an das all geben und dann, dass er sich das verdient hat oder nicht. Und das eine wird wie alle, verdient haben uns das sowieso nicht. Wenn er sagt und so, ich merke den Stempel nach, heilig. Und dann aber hing er an, sagte, und so als Söhne, dass die gewählt und heilig sind, nu trägt ihn dort die Eigenschaften von der Heiligkeit an. So, wir sind dort all, nu trägt ihn dort noch an. Und ich glaube, wir alle weiter, und einmal merkt man es ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, wenn wir so eine Tags, das verstehen, dann brauchen wir nicht mehr durcheinander sein. Wenn ich weiter heilig sehe, dann denke ich einmal, hey, wenn was wo ich noch bei Ondal, hey, wenn was, hat mich noch was, aber wenn was, verliere ich die Geduld, aber wenn was, kann ich mich nicht einmal selbst kontrollieren. Wenn was, sperrt sich so wie an, ich der Leib ist nicht durch. Jesus sagt, du bist heilig, du hast das. Aber nicht fangen die dort an zu tragen. Lass dort einfach, dass das fern nachkommt. Lass dort weichschieren, was dort noch bedeuten hat. Aber ein anderer wird auch dort antragen. So dann tragen wir uns Jesus seine Kleider an und wir sagen, so ist Jesus wandelt, dort nehme ich an und ich werde dort einfach anfangen zu leben. Dann sagt er so, sich von Horten erbarmen, friedlich sein, demütig, sanftmütig, geduldig sein, vertraut einer den anderen und vergibt ihn einer den anderen. Wenn wir eine Klau jeden den anderen haben, wenn wir eine Klau jeden den anderen haben. So als der Herr ihn vergibt hat, so mag ihr auch vergeben. So, wir können uns das einfach antreiben. Wir können das einfach anfangen zu leben. Trägen uns tags in Galater 5, Vers 16 wieder. Du redest von den 13. Vers, du redest, dort brückt diese Freiheit. Brüder, ihr habt Christus zur Freiheit verholpen. Wahre. Das wird wahre so sein, als sei, ich habe ihn heilig gemacht, ich habe ihn frei gemacht. Du hast das all gekriegt. Christus hat ihn zur Freiheit verholpen. Hier in diesen Tags wird das ging um die Juden. Sie wissen nicht, wie anders sie das Gesetz musste folgen oder als sie musste nicht das Gesetz folgen. Und Paulus sagt ihnen ganz klar, die sind frei gemacht, die brauchen nicht das jüdische Gesetz folgen. Die können mich einfach folgen und in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wohnen, leben, aber dort ewig dort kommen. Aber wir können das auch brauchen, dass wir nicht brauchen, ans alte Leben folgen. Der alte Sünde wird wieder, dass wir sind für die Freiheit verlopen. Wir sind all frei gemacht. Du kannst diesen Tag einfach so annehmen für dich, als dass du frei gemacht bist. Brüder, ihr habt Christus zur Freiheit verholpen, bloß braucht die Freiheit nicht, das Fleisch den Willen zu lassen. So, all von Anfang an in der Bibel wird klar, dass wenn wir auch frei wären, wenn wir auch heilig wären, dass wir noch einmal die Möglichkeit von Fleisch zu leben. Nicht, dass wir dort wählen, und ich glaube nicht, dass wir dort jeder Tag alle tun, aber die Möglichkeit ist noch einmal durch, dass wir Fleisch leben können. Und Paulus sagt uns, braucht das nicht dazu. Lebt die Freiheit aus. Und ich will euch ein Kartenzeugnis vertellen. In meiner Familie, ich weiß nicht den ganzen Prozess, aber einmal, wie wir als Familie ganz tot mit all meinen Brüdern und Schwestern, und dann redet ein von meinen Schwestern von der Wirt, was sehr tüßig wir in unserer Familie. Und wo du viel wird, sehr einmal ein kleines Püchse wie, dann kommt der Wirt, und dann wir alle sehr da. Und wo dort warten wir, und ich kann dort nicht über meine Schwestern an, dort ab, wo dort all von Generationen her kommen. Und wo meine Eltern mit dort gearbeitet haben, dort sie dort aufgeschnitten haben.
und dat wir als Geschwister auch nicht mehr brücken in dieser Welt leben. Und irgendwann, als ich diesen Tag studiere, von den Eigenschaften von, wo die Frucht von Jesus ist, aber auch, dass du die Möglichkeit hast, das Fleisch auszuleben, wenn es ein los wie die List von das Fleisch, was das können sein, ein Streit, ein Mord, ein Haus, ein Eierbruch, ein Süppe, ein Freten, diese List, was wir gar nicht gleich ist. Also, das ist diese List, und dann sage ich, du hast gesagt, das Wort wird. Und dann fällt mir auf einmal bei, als ich, nou dat was het engel vergeten, als ik een nata jong weer, wo wat ik weer. Ik had dat vergeten. Maar nu zie ik dankbaar, dat ik me dat niet zelfs bewust had, dat ik dat toch laat zijn, dat de Heer Jezus, mens krijgt ohne antwoorden, langzaam van mij voortgenomen heeft. En ik geloof dat heb ik alles toe met te doen, waar mijn ouderen dat afgesneden hebben deze wet, en waar ze even ons gebed hebben, en waar ik ook den Heiligen Jezus gekregen heb, en waar de Heer Jezus einfach deze zaken uitgeredet heeft. So ik kon me denken als een kleine jong, waar niet zaken om mijn weg gingen, waar ik rood werd en braald met alles wat ik kon en bloos, ik weer daar. En ik kon me denken, wanneer ik nu terugdenk, waar zou ik me schämen, ik heb me leraars met mijn woord hielen. Wenn ik dan zo uitbraald en ik zo, dat is nu een slechte zin, dus ik kon dan zo goed op een weg nemen en zeggen dat zij aardig waren, dat hij niet wist waar jij mee te gaan. Zo wittig wie ik. En ik braald, ik kon me denken, bij een voetbalspeler waar ik een leraar uitbraalde, ik weet niet meer aan wat het ging. En wanneer ik nu terugdenk, waar zou het hem schämen als het niet? Dat du een natatieren auf Joscha Jung, een leraar uitbraalt en wittig is, en den Respekt verliert für zijn einen Lehrer. Wo zou je als het niet hem, maar ik nu terugdenk, ik dacht sogar nog von dir aus mal, soll ich dort vertalen, oder nicht. Aber so habe ich alle Sachen, wo das Fleisch ans Fuß hat. Und wo Paulus sagt, je sind frei, und nu lot nicht mehr, dass das oude Fleisch, dass das oude Gesetz, das oude eerstammersche Leben, waar het terug neemt in die en tussen zich meer gered. En dat betekent niet dat ik me niemals oor, dat betekent niemals dat ik niemals in deze area meer zin gedaan, maar ik merk dat es niet meer de verzekering wat dat dan weer, als ik een 8, 9 Jahre kind weer. Wenn zu zijn processen in mij passiert, wordt het einfach uitgenomen worden is. Kan je verstaan? Amen. Dan ik wil een paar versen overspringen. De 16e vers zegt, ik zei jullie zo, wandelt in Jezus, dan wil je dat niet doen, wo dat vlees je lasten deed. Ik merk dat aan mijzelf zeer goed. En ik geloof, ik zie niet de einzige. Ik merk, van mijn intimiteit met de Heilige Jezus blijft. Waar deze vrucht van Jezus van alleen van verschieten komen dat. Ik weet van zware deel, wat ik gehoord heb, wo zaken zeer druk werden en ik weet, wie zijn krijgen dat alle, wo we een goede uitreden hebben, wanneer zaken niet allemaal alle zo scharf is, weil dat allemaal de kinderen had niet goed geslopen, de kinderen dit, de kinderen ja, niet zo. Aber die Kinder sollen nicht onze uitreden zijn dat we niet met een Heiligen Jezus gewandeld hebben. Ik weet dat het heel leicht zo. En ik weet een CDO, wo dat dan vielleicht niet een goede nacht was, wenn die Kinder niet goed geslopen hadden. Ik had niet mijn tijd met God gehad. En ik wil dat niet gezatzlich niet merken hier, dat hey, wanneer ik eenmaal niet mijn tijd met God gehad heb, dat alles aardig weer. Maar ik merk overdag, de connection is, ik had met vliet hingen loten. En ik ga de Möglichkeit überranen. En ik wil niet zeggen dat hey, du moet nu iedere dag zo en zoveel kapitel lezen. Nee, maar eenmaal moet ik brug bloß irgendwo een paar minuten in de stoel gaan en zeggen, hey yes, das ist Gemeinschaft met den Vorder, ik wil die houden. Ook wanneer mijn kinderen niet daarna goed geslopen hebben. Ook wanneer ik nu niet deze normale tijd, waar vielleicht keine Brücke, wo wenn du een andere dag is, en du einfach Sachen ram zijn,
Wenn das nicht Krieg so wird sein, als das gestern gestern wir, aber ich will diese Gemeinschaft mit Jesus und den Heiligen Jesus und mit den Vater abrechtig halten. Und ich schlote der war auf und das spielt sich so, als wenn ich ein anderer Mensch durchgehen würde. Komm je mit Sand. Ich glaube, wir alle erleben. Und das Wandelen, als Krieg ein Ding, Wandelen ist ein Ding, was wir jeder Tag tun. Das ist nicht bloß ohne Sinn, dass Mars abstunden. Von der fahre ich die Kirche, dass ich eine ganze schöne Weg habe. Wandelen ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag und Sonntag. Und dann war Montag, Dienstag und so wieder. Wandelen ist immer. Und dort ist auch das Schöne. Und ich sage, ich freue mich immer von ihr Leben, wo wir hier von allen Klieren hohe Hand hier in diesem Raum. Und ich sage, aber auch jährlich geredet. Ich sage, wo wir hier Personen haben, die haben al 20 oder 30 Jahre mit Jesus, mit den Heiligen Jesus, mit den Vater gewandelt. Die haben al lang gegangen. Und dort kann uns Jüngere, so ich von den Jüngeren, Dankeschön, dort kann uns Jüngere helfen, dass wir können noch merken. Und dort wir kicken können und dort uns das Mut merken können, das lohnt sich 20, 30, 40 und 50 Jahre zu wandeln. Wenn du eine Rieb hast, eine bütterjeweilige schöne Rieb hast, und dort merkt uns als Körper, dass wir stärker werden. Wir kriegen hier sehr viele Jugendliche an, wo du kommst, und ich möchte Jugendliche sagen, klammert an diese Menschen, wo du all ein bisschen mehr Erfahrung hast. Kick auf, wo die leben. So ist Paulus sagt, das ist ich da. Wenn ich lebe, dort lebe in Christus. Wir würden vielleicht glauben, oh, Paulus, der hat sich groß. Aber nee, Paulus weiß, er wandelt ein Leben mit Gott und er sagt, dort hängt er an. Und wir können uns jenseitig als Brüder und Schwestern so Mut merken, zu wandeln im Jesus und dort wir anfangen, den Charakter Christus zu lernen. Willst du das Fleisch, Vers 17, 4 Vers 17, willst du das Fleisch verlangt, genau dort, wo der Jesus nicht will, und der Jesus will dort, wo der Fleisch nicht will, der beiden sind sich immer jen Eva, dort je nicht tun, was je tun möchten. Meistens dasselbe Vers, oder dasselbe Thema, ist auch in Römer Kapitel 7 und in 8 geschrieben. Und dort ist einmal der Fehler von Kapitels bloß einzeln lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber ich glaube, das soll ihr weiter. Dort, die Bibel kommt nicht mit den Kapiteln, das wie die Eidel sind, die kommen nicht so. Die sind Lothar durch Handgedonen, und die sind nicht arg, aber die sind durch Handgedonen, und dort wie alle Taub können, das alles steht, fingen, dort wir können Römer Kapitel 7 fingen. Bloß, wenn die dort auch so geht, dort wir einmal ohne Ente worden, so sei er bloß ein Kapitel kicken, was du sagst, und nicht das nächste kicken, dann kann wir sehr leicht in eine Ehrliche kommen. Weißt du das? Und ich habe wieder dort der Opfer von einem von der Ehrlichen. Ich studiere bloß Römer Kapitel 7. Und du siehst mir dort, wo ich tun will, dort tue ich nicht, und dort, wo ich nicht tun will, dort tue ich. Und ich dachte, wenn Jan Scheiner Paulus dort Trouble hat, hier sehe ich lebe mit Paulus mit an. Ich tue dort, wo ich nicht tun will. Ich kann bloß Krieg mitfüllen. Und ich gebe das Fleisch bloß so einen schönen Hüchweich vor, wenn es Paulus hingeht auch so. Dann schlägt einmal nur Kapitel 8 und sagt, aber nun lebe ich nicht mehr so, sagt er so. Die dachte ich so, wenn Gott hat so lange bloß Kapitel 7 studiert, brauchst bloß einmal die Sied überschlagen und sagt, nun lebe ich nicht mehr so. So das wir fertig Jesus hat, fertig den Heiligen Jesus hat. Jo, okay, nun lebe ich nicht mehr so. Nun, dass ich den Heiligen Jesus habe, nun brauche ich nicht mehr dort, was ich Fleisch will. So, jahrelang geleden, ich war bloß ein Kapitel zu studieren. Und für jede, dort Römer Kapitel 8, nicht können getrennt worden von Kapitel 7. Komm ihr mit? So ist es auch in deinem Leben. Du kannst das Fleisch leben lassen, auch nicht, dass du den Heiligen Jesus hast. Aber weißt du, was die gute Nachricht ist? Du brauchst mich. Du kannst den Heiligen Jesus, den Hochweichen geben. So ist Elena sagt. Du kannst den Heiligen Jesus sagen, vamos, du kannst leben mit. Das Fleisch wird sich durch den Hammer melden, das weiß wir alle. Das war der Hammer, wie uns sagen, hier sehe ich, weiß ich noch, ich einmal aus der fernen Schullehrer so sehr da wart,
dat wordt zich nog bij onverzekerd te melden. Dat is ook net zijn arbeid. Zeg goed, maar weet je wer zijn arbeid beter heeft? De Heer Jezus. Dat heeft zijn arbeid beter en perfect. En we kunnen hem de arbeid laten. We kunnen hem einfach regieren laten. Wanneer je vom Heer Jezus regieren laten, heeft dat je zaad niets meer te zijn. Wanneer je die vom Heer Jezus regieren laat, dan heeft dat je zaad al die gezaadslichheden sowieso, ook die wat we von Hintergrund kommen, wo sehr viel Gesaat wird, dort heeft nicht mehr te regieren, aber dat Gesaat ist auf den Fleisch. Dort heeft nicht mehr te regieren. Wenn es der Herr Jesus regiert nu. Amen. Wunderbar. Dann sagt dort die ganze Reihe von was der Fleisch verworken hat. Und ganz mit Flied, wo ich die Vers nu überhaupt so. Wenn es der habe ich einmal gelesen, in meiner Zeit war ich nicht nennenswert. Das sei mit mir einverstanden. Okay, dann waren wir bei 22 Hübse. Du sagst das so. Den Jesus seine Frucht, das bedeutet aber nicht, dass die Frucht, dass die Fleisch seine Werke du nicht sind. Aber wir wollen uns konzentrieren auf den Jesus seine. Den Jesus seine Frucht ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gutes Ansinnen, Glauben, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Jeden Sohn ist das gesagt nicht. Die in Christus Jesus angehören, haben das Fleisch mit Lust und Leidenschaft gekriegt. Amen. Wenn je im Jesus leben, dann will je auch im Jesus wohnen. Dann braucht wir nicht nur ihr in unseren Segen, wo der Aufgangs und euer kämpft. So, wir haben uns was bereit. Dass wir haben uns Fleisch gekriegt. Wir haben uns bereit, dort nie wieder haben, wenn wir Torfast feiern, dann wollen wir den Uine durch den Stout bubbeln lassen, dat alle weggestorben hat. Nee, wir waren nicht da. Tranquilo, wenn je in Tafel lassen wollen, je kennen in Tafel lassen, wir waren hier nicht in Stadtbubbeln lassen. Aber einmal haben wir diesen Spaß. Vielmal den Eulen durch mal Geld lassen versuchen, nicht so? Wenn wir haben den gekriegt, wir haben den Geld gemerkt. Und wenn die nochmal waren, sage ich, hey, hier sehe ich, dann können wir am Schluss waren, diese Bibel steht, sagen, das oude Fleisch, dort habe ich gekriegt. Dort habe ich das gemerkt. Und ich glaube, du und ich und wir alle, als das Jan bekannter Prediger von Paraguay ist, aber ich hier, oder du hier, wie alle, macht uns immer wieder diese Vers sein. Das oude Leben habe ich gekriegt, den Heiligen Jesus in seine Frucht, wo ich nu leben lasse. Wenn wir das nächste Kapitel lesen, wie heute Jeruz hier sagt, dass wir wollen nicht bloß einmal ein Kapitel einmal lesen, nicht nur daran denken, was das nächste sagt. Das nächste Kapitel ist die perfekte Antwort für das. Du sagst das so, wenn ich den Jesus fördern will, dann wird der Jesus gewinnen. Und wenn ich über den Fleisch fördern will, dann wird das Fleisch gewinnen. So einfach als dort ist das. Wenn ich den Jesus fördere, dann gewinnt er. Wenn ich Fleisch fördere, dann gewinnt dort. Und ich glaube, ein von den Fördern, was wir von der ersten Tag haben, das ist hier. Was ist die Sache, was wir hier eten und fördern an? Was sind die Sachen? Bist du mit Depressionen gequält? Becheck mal, was hast du die letzten Monate gecheckt und gedacht? Vielleicht hast du Depression in die Nähe gefördert. Bist du gefallen in allerhand Pornografie, in allerhand andere Sachen? Vielleicht hast du einfach in die Dinge gefördert, was schlussendlich je Hand bringen würde. Aber krieg so, kannst du auch den Heiligen Jesus fördern. Wo kannst du ihn fördern? Mit der Gemeinschaft mit ihm. Das Gebet. Das Gebet ist nicht bloß ein schöner Wort sagen, Herr Jesus, sondern dort ist einfach arm aus dem Freund haben und so ein Ein- und Ausatmen. Du redest zu arm, was die Sorge merkt und die ersten Lobs und Preis haben, die freisame Sachen und heute trägt. Und das sind Hahnen trägt die ganze Zeit. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das redet zu dir. Wir haben Frieden, das ist so eine schöne Bildklasse, wo wir die Wichtigkeit von dem Wort Gottes, das geschriebene Wort Gottes hören. Das Wort Gottes, lass das reden zu dir. Die Gemeinschaft mit den Heiligen Jesus, das Zungengebet. Und so sind wir die Gemeinschaft mit anderen Christen.
Ik vrees me zo zeer dat du en ik een van die personen zijn, wat zij ook om een dag, wel ik deze gemeenschap united. Wens de biedt ons op en dat fordert den Jes. Amen. Zo. Deze Sache, die Frucht vom Jes, dat is eine Frucht, en we kennen dat is een Wiendruif zijn, dat is een pongel wat 9 poorts heeft. Deze Frucht, die heeft, ik leg die op te delen in 3 poorts. Lief, vrede en vrede, dat zijn innerlijke zaken. De lief en de vrede en de vrede, die spelen wie innerlijk. Lief is einfach innerlich lieftolig zijn en dat hij ons leven redt en wie ook aanblijven op onze nächsten. Al deze zaken die passeren met God, maar ook naar onze nächsten. De vrede zijn ook zo. Dat wordt lief. Ik geloof alle beeldstudenten weten al wat dat woord lief hier bij die woont dat hier is. Dat is niet eros of philia of een soort. Dat is agape. Agape is een Griechisch woord voor lief. En dat is een lief wat bloos God kan hebben. Buiten, du hast den Heiligen Geist. Dan kost du deze lief ook hebben. Wens alle wen in de Bibel zegt dat zoals ik juntje leeft ha, zo zal je ook leven. En dat woord is beide smal. Zoals ik junt agape ha, deze goddelijke lief, deze perfecte lief, wat geen andere mens kan hebben, zo zoals du, was du ook agape hebben. Zo du en ik gaan wat je krijgen. Dat is een nieuwe soort lief, wat du ver de Christus had, niet had in din leven. Want du zegt, ik kan niet mijn nächsten leven, dat stimmt niet. Du hast het al gekregen. Fang dat einfach an, verschieden te komen. Dan zijn er de buitenlijke zaken, die wat alle horizontaal zijn. Wat van broeder te broeder, of zuster te zuster gaan. Geduld, vriendelijkheid en goedje zonen zijn. Of goede doen te anderen. Dat zijn einfach de geduld wat we met onze medmensen hebben. Dat is einfach God zijn weg in ons neer brengen. En God is een geduldige God. En we kennen dat ook aan. Ook de vriendelijkheid, ook dat goedje zonen zijn. Maar dat goede dan te de anderen. En te laat de verticale zenuwen. Dus de truheid, de zonvermoed en de zelfsbeheersing. De truheid, eenmaal redt dat van geloven. Pistis, als het woord geloven en truheid zijn zelfs cousins. We kennen door beide weer bruggen. God is trouw, hij is trouw te mij. En du krijgt het ware spelen aan, dat u trouw bent. En ook zo de zonvermoed. Dat is einfach duimütig voor God zijn, maar eerfurcht voor God hebben. En te laat de zelfsbeheersing. Dat wordt mij damals zeer veel tijd als ik 9 jaar oud was. Waar God sei Dank, heeft mij die toekomen laten. En die is einfach zoals deze zalfje peach in mijn leven aangekomen. Amen. We hebben opgestaan. En we hebben einfach een gebedstijd aan. En ik mocht die moed merken. Deze vrucht, die kost u niet bematten die te hebben. Maar die kost die meten. Als die vrucht door. Maar niet. En vielleicht wordt de Heilige Geest die erinneren. Ein paar Städte wie der Frucht nicht ganz so tüßig. Ein paar Ports, vielleicht wie der Läufe nicht ganz so durch, oder die Selbstbeherrschung. Aber weißt du was? Bemacht die nicht, die Selbstbeherrschung zu haben. Lass die Leber vom Heiligen Geist fallen. Sei dort heu, die Gedanken ernieren das. Dann wird das von selbst überdeelt kommen. Laten we beten. Dankzij Jesus dat die Jezus hier is. Dankzij dat die Jezus op ons rührt. En dat we kunnen in gemeenschap met den Heiligen Geest wonen. Ik dank dir, dat we ons niet dit zelfs bematten doen, deze vruchten hebben, sondern dat we einfach verschieden komen, durch dat wonen met den Heiligen Geest.